Hallo ihr Lieben und willkommen in der 6. Rauhnacht. Wie ich schon erklärt habe, ist es hier jetzt das Ende dieses Jahres, das heißt die letzte Nacht davon. Und bevor ich auf das Allgemeine, was die Rauhnacht betrifft, eingehe, möchte ich einmal ganz kurz auf auf das Jahr an sich eingehen und ein Thema aufgreifen, mit dem ich ja auch arbeite, unter anderem, und das ist die Numerologie. Das heißt, 2023 war in der Numerologie die Nummer 7. Und die Nummer 7 hat sehr viel mit Rückzug zu tun, hat sehr viel mit Lernen und mit den Lehren zu tun, die man eigentlich im Jahr hatte. Und ich weiß nicht, wie es euch ergangen ist, aber wenn ich rückblickend auf mein Jahr schaue, dann sind so ein paar Lektionen drin, wo ich sage, okay, langsam sinken die ein, dass ich die jetzt nicht unbedingt wiederholen muss. Und was dann die Sache auch sehr spannend macht, denn ich habe mich jetzt über die letzten Tage mit der taoistischen Numerologie befasst, was noch ein ganz anderes Thema ist, was ich jetzt hier nicht anschneiden möchte, weil ich erst einen Minikurs von einem Tag gemacht habe und den Kurs selbst erst nächstes Jahr jetzt aufgreifen möchte und auch mich eingeschrieben habe. Es ist eben so, wie soll ich sagen, in der taoistischen Numerologie wird etwas aufgegriffen, was ich sehr mag, und zwar, dass man erklärt, dass eine eigene Zahl, dass die im Zyklus durchgeht. Das heißt, wenn man eine 1 ist, dann ist die 1 eine Erfahrung, eine Situation, die man das erste Mal erfährt, und man rennt da rein und ist absolut nicht vorbereitet. Und dann sagt man, das da kommt mir nie wieder vor. Und dann kommt die 10, das heißt immer so Zyklus 1, 10, 100, 1000 und so weiter. Und dann kommt die 10 und dann stellt man fest, das hatte ich schon. Ich habe gesagt, das möchte ich eigentlich nie wieder, und jetzt bin ich genau wieder in derselben Situation, und man wird sich der Sache bewusst. Und bei der 100, also bei dem 3. Zyklus zum Beispiel, versucht man anders zu reagieren. Und im 4., 5. und 6. Zyklus dann distanziert man sich immer wieder. Und was ich dabei sehr spannend finde, das ist, dass im Taoismus das Thema nicht aufgegriffen wird im Sinne von, wenn du die Lektion gelernt hast, dann wird sie dir nicht mehr über den Weg laufen, sondern du wirst nicht mehr so reagieren, dass du es als Lektion wahrnehmen musst. Es ist dann auch keiner mehr, du hast es begriffen. Das heißt, sie sind nicht der Meinung, dass sich das um dich herum so weit ändert, sondern dass deine Realität und dein Fokus einfach anders liegt, dass wenn diese Situation kommt, du sie nicht mehr als störend wahrnimmst, sondern sie gehört dazu, wie alles andere, was sein kann, und dass du sie deswegen gar nicht mehr so bewusst wahrnimmst, weil du nicht mehr diesen Impact darauf hast. Das fand ich sehr spannend. Und für die Leute, die das letzte Jahr eben halt auch so in den Lektionen miterlebt hat und vielleicht gesagt haben bei dem einen oder anderen Menschenskind, warum passiert mir das immer wieder, oder jetzt bin ich wieder in dieser Situation, der kann sich diesen Gedanken vielleicht einfach mal aufgreifen und sagen, in wievielten Zyklus bin ich? War das jetzt eine 1, oder wenn man eine 2 ist das eine 2, ist das eine 20, ist das eine 200 oder ist das eine 200.000, oder also einfach um zu sagen, okay, wie oft habe ich diese Situationen schon miterlebt, und wenn sie jetzt kommen, denn sie werden kommen, nicht weil man sie weiterhin anzieht, sondern weil sie mit zum Leben gehören. Das sind alltägliche Situationen vielleicht. Also wie kann ich jetzt, was kann ich bei meinem nächsten Zyklus anders machen, damit ich diese Situation nicht mehr so als Impact wahrnehme? Vielleicht bringt das ja den einen oder anderen so ein bisschen den Gedanken mit auf den Weg, Situationen anders mit der Zeit zu bewerten, und auch weil man ja selbst auch wächst. Ich werde auf 2024 werde ich morgen eingehen. Heute, wie gesagt, wollte ich das einfach mal so ein bisschen aufgreifen, was es mit dem Jahr an sich auf sich hatte. Und ich denke, ich weiß ja nicht, wie es für andere waren, aber so in meinem Umfeld habe ich bei sehr vielen Leuten miterlebt, dass es sehr viel mit Lehren zu tun hatten, und
die von den Leuten irgendwie bewusster aufgenommen wurden. Also nicht im Sinne von, oh, ist mir das wieder passiert, sondern die Leute gingen nachdenklicher damit um. Und das fand ich persönlich sehr spannend, eben betreffend, weil es ja die Numerologie der 7 ist. Heute, wie ich gesagt habe, ist die erste Hälfte, wird hiermit abgeschlossen. Und jetzt haben wir ja die Sache mit dem Weg an sich geschaut. Und ich habe ja gesagt, ich inspiriere mich dieses Mal von einem Buch. Ich werde das mal kurz, wenn ich es jetzt gerade hier so finde, ist hier vorliegen. Einen Augenblick. Dann stelle ich das auch noch gerade vor. Ist es hier, der alte Pfad und die Rauhnächte. Und sie greift ja eher die nördliche Mythologie auch mit auf. Und jetzt hier spricht sie eben nicht den Weg alleine oder so an, sondern den Weltenbaum. Also diesen Weg, den wir gehen, den beschreiten wir erstens mal in Midgard, also in unserer Welt, aber vielleicht auch in den anderen Welten. Und sie stellt die Frage zum Beispiel, die man sich auch jetzt stellen kann, in welcher Welt lebst du? In welcher Welt machst du diese Reise? Inwiefern bist du da, wie soll ich sagen, bewusst unterwegs? Also auch für Leute, die jetzt sich mit Esoterik, mit Schamanismus und so weiter befassen, dass sie auch sagen können, ja, ich merke, das ist so Zaunreitergeschichte, ich bin nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der anderen. Einfach mal so diesen Blick zu nehmen und sagen, ist das effektiv so? Denn ich erlebe leider sehr viele Leute, das ist ja das, was ich immer New Age Esoterik nenne, die zwar denken, dass sie in diesen beiden Welten hin und her pendeln, aber eigentlich sehr und nicht im Gesunden in der materiellen Welt unterwegs sind oder genau von dieser Welt flüchten. Und auch hier möchte ich noch einmal die Sache mit dem Taoismus aufgreifen, weil es ist jetzt nicht die einzige Stelle, wo ich das jetzt mitbekommen habe. Das heißt, auch in dem Buch hier ist es drin. Wenn Leute sagen, sie sind spirituell und sie sagen, das ist der Grund, warum sie ein Problem haben mit dieser Welt und diese Welt hier ist schlecht und so weiter und so fort, dann sagt die Autorin unter anderem, dann ist die Person nicht so real spirituell, denn die Spiritualität bewertet nicht. Und im Taoismus ist das eine große Sache, denn nein, im Taoismus werden solche Dinge nicht bewertet. Wir bewerten. Und ich möchte das jetzt auch nicht auf einem Ego und so weiter und so fort aufsetzen. Darüber kann man ein Video von mir schauen, der das Thema Ego auch etwas wertfrei herausnimmt, denn sehr viele sind ja auch da wieder auf dieser Bewertung, dass Ego schlecht ist und Angst hat und so weiter. Mache ich nur kurz eine Klammer auf. Aber im Sinne von, natürlich hat man das Recht, Momente in seinem Leben, um es nett auszudrücken, Scheiße zu finden. Das ist nicht der Punkt an der Geschichte. Und es ist nicht alles, das, was man erlebt, das Friede, Feuer, Eierkuchen ist. Aber deswegen ist die Welt nicht schlecht. Und solange wir daran festhalten, dass diese Welt hier schlecht ist, halten wir diese Realität aufrecht und tun unser Teil mit dazu, damit diese Welt auch schlecht bleibt, damit wir sie weiterhin so bewerten können. Mit Spiritualität hat das nichts zu tun. Das heißt, und das ist auch ein bisschen so das von wegen mit diesen Welten im Sinne von, wenn ihr so spirituell seid, ihr habt das Recht, natürlich in euren spirituellen Welten unterwegs zu sein, aber inwiefern seid ihr euch bewusst, dass auch das hier alles dieselbe Energie ist, es ist alles Energie, es ist alles Schwingung. Wenn ihr das hier nicht mit einbegreift und damit im Frieden leben könnt, dann liegt der Konflikt in euch selbst und nicht da draußen. Das da draußen ist nur unser Spiegel. Und das wird ein bisschen so hier mit aufgegriffen von wegen, Yggdrasil ist der Weltenbaum, der all diese Welten zusammenhält, der sie verbindet. Und man kann nicht hingehen und sagen, oh, ich möchte jetzt nur die Welt. Ich möchte jetzt nur Asgard. Nein, das ist alles verbunden. Das ist alles in Interaktion. Und wir können da nicht einfach was rauslassen. Beziehungsweise, wenn wir es versuchen, werden wir feststellen, dass das nichts bringt, beziehungsweise, dass das auf Dauer ungesund ist.
Also im Sinne von, es ist vielleicht gerade diese Nacht, um die Sache so abzurunden, der Augenblick, um zu sagen, es gehört alles dazu. Ich habe das Recht, es so für mich zu bewerten. Das ist nicht der Punkt an der Sache, aber es gehört einfach alles dazu. Und vielleicht damit das Jahr auch ein bisschen in sich selbst im Frieden abzuschließen. Wie immer. Ja, langsam wird es ein bisschen leerer in diesem Section. Was sagen unsere Runen dazu? Ich muss jetzt schon ein bisschen schmunzeln. Diese Rune hier, was, ist die Rune, die für diese verschiedenen Welten stehen. Die wird auch zum Beispiel im Schutz sehr oft gebraucht, von wegen, wenn es darum geht, sich nicht nur in diesem Leben, nicht nur hier zu schützen, sondern auch in den verschiedenen Welten. Für mich ist zum Beispiel sehr spannend gewesen, als ich mal auf diese Rune meditiert habe, hat sie sich wie einen Nagel bewegt und rundherum gegangen. Das heißt, sie ist nicht einfach starr geblieben und sie hat nicht vibriert, sondern sie ist wie eine Kompassnadel, hat sie gedreht. Und ich habe späterhin auch mit jemandem gesprochen, der gesagt hat, kenne ich auch. Das wird man noch nicht wirklich irgendwo in Büchern finden, beziehungsweise ist mir jetzt noch nicht begegnet. Aber um zu sehen, man hat auch so seine eigene Erfahrungen damit. Darauf werde ich ein anderes Mal auch noch eingehen. Und das ist wirklich dieses, ja, diese Welten sind verbunden und dadurch, dass eben dieses Zeichen, ich sag mal, drehen kann, zeigt es, wie schnell sich die Dinge umdrehen und wie viel Impact diese anderen Welten auf uns haben und wir auf diese anderen Welten haben. Und man das vielleicht ein bisschen achtsamer aufgreift und auffasst. Einer der Punkte, ich habe den fast vergessen, in dieser Nacht kann man auch dem kleinen Volk einen Gedanken oder etwas opfern. Das heißt, all diese Naturwesen, die immer noch da sind, die um uns sind, die in unseren Gärten sind, die auch teilweise mit in die Häuser kommen. Und dass man einfach ein bisschen Gedanken darüber führt, von wegen, es geht nicht nur um uns hier in Midgard, in unserer materiellen Welt, sondern das wirklich als global, als ganzes Universum wirklich zu betrachten. Wir sind nur ein Teil davon. Und wie gesagt, die Rune fand ich natürlich jetzt auch treffend im Sinne von, ja, diese Verbindung, ich sehe das immer so ein bisschen, als wären das so halbe Pfeile, als würde man sagen, das ist keine Einbahnstraße, das geht nicht nur in eine Richtung, sondern dass das ein Austausch von den verschiedenen Welten ist. Dass man das vielleicht in seinen Gedanken, in seinen Glaubenssätzen und in seinen Energien ein bisschen mit einfließen lässt in dieser Nacht. Besonders, weil ja jetzt wieder eine Grenze mit dem Kalender kommt. Also es werden Grenzen überschritten und die gehen nicht nur zeitgemäß von Vergangenheit nach Zukunft, sondern können jede Art von Grenzen in jeden Dimensionen betreffen. Und insofern ist diese Runde natürlich jetzt passend. Was liegt uns dann für Juni an? Da haben wir Berkana. Ich persönlich mag diese Rune sehr. Habe ich die jetzt richtig genannt? Ich weiß, das sieht jetzt, nein, ich glaube nicht. Das ist nicht toll. Berkana steht für Anfänge, aber steht auch für den geschützten Wachstum. Das heißt, die Berkana steht ja in Verbindung mit der Birke. Und die Birken wurden ja sehr oft als Schutzbäume bei Wohnungen, also bei Wohnungen hingestellt. Und das ist eine Sache, das ist also auf der einen Seite eine spirituelle oder eine Glaubenssache, aber auf der anderen Seite ist das gar nicht so falsch in dem Sinne. Denn die weiße Rinde der Birke hält verschiedene Tiere wirklich ab. Und ich kenne das aus einer ganz anderen Sache, das hatte nicht mit einer Birke zu tun, sondern vor Jahren, mein Vater, der ist immer mit uns in Urlaub in die Schweiz gefahren und dann hatte man ja da noch den Almauftrieb und Abtrieb. Und das konnte mal vorkommen, dass wir irgendwo mit dem Wagen warten mussten, bis die Leute mit ihren Kühen vorbeikamen. Und mein Vater hatte jahrelang Autos in irgendeiner Farbe.
Das war egal, ob das jetzt rot war oder ob das, egal. Auf jeden Fall, jedes Mal schmierten die Kühe an dem Wagen vorbei und dann sind wir mal in die Waschanlage gefahren. Und in einem Jahr hatte er ein weißes Auto und er meinte nur, meine Güte, das ist die richtige Farbe jetzt, um dahin zu gehen mit den Kühen, die dann am Auto vorbeischmieren. Die Kühe sind nicht an dieses Auto rangekommen, die haben einen Bogen darum gemacht. Das heißt, diese weiße Farbe hat etwas Abschreckendes in gewisser Art und Weise. Und es hat auch immer geheißen, zum Beispiel, ich weiß auch nicht, ob das stimmt, aber dass Haie sich von der weißen Farbe abschrecken lassen. Also es scheint eine gewisse abschreckende Wirkung auf Tiere zu haben. Also insofern war dieser Gedanke mit der Birke nicht nur ein Schutz auf Geistebene, sondern eben auch auf realen Ebene, weil sich Tiere, verschiedene Tiere zumindest davon effektiv abschrecken lassen. Also das hat dann schon insofern einen Sinn. Und für mich ist eben Berkana diese Art und Weise von wegen der Beginn und der Wachstum, aber im Schutz dieses Baumes. Das heißt nicht einfach, dass man da durch diesen Kampf geht, sondern dass wir jetzt vielleicht in einer Situation sind, wo wir, was immer unser Ziel ist und was immer unser Weg ist und wo wir hin möchten, wo wir uns drin entwickeln möchten, dass wir jetzt vielleicht die Möglichkeit haben, uns einen Raum zu schaffen, einen geschützten Raum zu schaffen, um in diesem geschützten Raum eben halt zu wachsen. Das ist, Juni scheint uns dann diese Energie zu geben, beziehungsweise ihr könnt diese Rune dann auch wieder bei euch tragen. Dabei ist mir eingefallen, euch das dann auch gerade zu zeigen. Bestimmt habt ihr das schon gesehen. Also ich habe jetzt hier ein Granat drin gehabt, aber es gibt ja inzwischen diese Kettenanhänger, wo man zum Beispiel einen Stein reinmacht. Und wer sagt dann, die Runen hier sind vielleicht jetzt ein bisschen zu dick dafür, aber ich versuche das jetzt mal. Die wäre natürlich ideal, sich so etwas anzuschaffen. Ja, die hier ist echt so. Ich schaue mal, ob ich gerade. Ich da irgendwo? Nein, da nicht. Okay, einen Augenblick. Hier sind so all meine Runen drin, die ich so mit mir rumschleppe. Ah, da habe ich sie hingemacht. Müsste mit der hier, müsste das funktionieren. Dass man dann eben, wie gesagt, diese kleinen, wo man normalerweise einen Stein reinmacht, dass man dann natürlich auch eine Rune reinmachen kann. Ich habe jetzt nicht Berkana genommen, sondern die ersten beiden Daumen. Und auf diese Art und Weise eben halt dann die Rune tragen kann, wenn man sie jetzt bei sich tragen möchte, aber sie nicht aufzeichnen möchte. Das heißt, mit diesen kleinen Dingen, um Steine reinzumachen, diese kleine Ketten, sage ich mal, kann man das eigentlich sehr, sehr einfach auf diese Art und Weise dann lösen. Für Leute, die noch eine Idee haben möchten, wie sie das Thema aufgreifen oder wie sie besser in Kontakt mit der Rune kommen können in dem Moment. Ja, ich hatte hier, das ist kurze Klammer, das ist ein Granat, wo ich auch so irgendwie, ihr kennt das bestimmt auch, dass ihr so das Gefühl habt, dass ihr das jetzt braucht. Und der Granat steht natürlich auch in Verbindung mit dem Wurzelchakra und kann sehr gut helfen, sich zu erden. Deswegen habe ich den dann halt auch dabei. Also, und auch hier, wenn ich die beiden Runen wieder zusammennehme, das heißt, wenn ich hier von dem Schutz und von den verschiedenen Ebenen rede, ist auch Berkana eine Sache, die in dem Moment, in dieser Verbindung uns klar macht, dass wir uns nicht nur auf einer Ebene entwickeln, sondern dass das auch was mit der Mentalität, oder man beginnt mit der Mentalität und das wirkt sich auf den Körper aus, oder man beginnt mit dem Körper und das geht in die Mentalität über und so weiter und so fort. Das heißt, dass man diesen Aspekt auch nicht vergessen sollte, um, wie soll ich sagen, nicht zu glauben, dass eine Entwicklung nur einspurig ist, sondern die gesamten Welten, die vorher angesprochen worden sind, eben halt auch mit in Verbindung nimmt. Das heißt, man entwickelt sich universell und nicht nur in einer kleinen Welt. Ach, jetzt wollte ich die schon in das verkehrte Section machen. Hier
bewahre ich die gebrauchten auf. Insofern, wie immer, hoffe ich, dass ihr damit was mit auf den Weg bekommt, was ihr für diese Nacht benutzen könnt oder was ihr für den Juni benutzen könnt, und freue mich auf die nächste Rauhnacht.